Was hast du zwischen den Zeilen, zwischen den Vorträgen an Impressionen mitgenommen? Also ich war vor allem zwischen den Vorträgen da. Ich war kaum in Vorträgen. Man kriegt Menschen mit. Menschen hinter der Technik, hinter den Blogs, hinter dem ganzen Nerd-Zeugs. Das ist toll. Und es ist viel, viel schöner als die Blogs selber. Das reelle Leben, vor allem was trennen will überhaupt, ist es noch toller als die Verpackung. Aber müsste man nicht die ganzen Blogs dann abschaffen, wenn das andere so schön ist? Nee, kann man. Gut, wir müssen eine Dauerkommune bilden, natürlich alle Internetbeteiligten, aber es ist nicht schwer machbar, diese Form zu kommunizieren in irgendeiner Art, die schön ist, die auch machbar ist, die leicht zu machen ist, aber trotzdem sind Menschen dahinter und die Menschen sind großteils tolle Menschen. Es gibt auch Idioten, aber wie immer. Und was magst du dann mit diesen sozialen Erlebnissen? Ich nehme die auf, die integriere die in mein Leben, in meinen Erfahrungsschatz. Das heißt, so vom Zugucken, das heißt, vom Unterhalten, das ist einfach schön. Wir jetzt zwei über die Kamera, da ist die Kamera, da bist du. Ist das toll, wir reden miteinander. Das ist ein schönes Erlebnis. Und trotzdem wird es im Blog sein, bei dir. Schöne Sache. Aber jetzt kennen wir uns, kennen einen Dialekt, du kennst meinen Dialekt. Eine schöne Sache. Es gibt da kein Schwarz und kein Weiß. Hier fängt das Leben an, das virtuelle Leben, hier fängt das reelle Leben an. Das ist so ein fließender Übergang eigentlich. Das Virtuelle integriert sich ins Reelle und umgekehrt genauso. Wie viele Leute ich durchs Bloggen kennengelernt habe, ist unglaublich. Also mein Freundeskreis besteht zur Hälfte aus Bloggern, die ich vorher nicht kannte vor Bloggen. Die ich durchs Bloggen kennengelernt habe, durch Twitter. Aber dann müsste man ja annehmen, dass du, wenn du so viele Blogs hast, ich sehe allein auf der Vorderseite deiner Karte 3 Blogs und mit ist noch ein Blog fehlt auch noch, dann musst du ja eigentlich, wie viele Stunden am Tag verbringst du dann in deinem Blog? Zu viele. Also nicht zu viele, ist Quatsch für viele, aber ja. 6, 7, 5? Na, nee, so sind es glaube ich nicht. 3, 4 Stunden. Es sind manchmal auch mehr, ich gebe es zu, aber nicht immer.